Hallo meine liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf diesem wunderschönen Kanal. Ich weiß, es kam lange keine Videos mehr. Wenn ihr Call of Duty Fans seid, dann würde ich raten, bleibt dran, denn es kommen spannende Infos. Call of Duty Fans, aufgepasst! An diesem Wochenende könnt ihr erstmal zuerst auf der PS4 den kommenden Serienteil Black Ops Cold War selbst spielen. Wer das Spiel vorbestellt hat, erhält ab dem Donnerstagabend Zugriff auf die erste öffentliche Testphase. Nach der bereits veranstalteten Alpha wird der Kreis der Tester nun an 2 Wochenende deutlich ausgeweitet. Im Rahmen der Beta werden typische Black Ops Kämpfe, traditionell 6 gegen 6 Modi, verbundene Waffenmodus mit 12 gegen 12 Kämpfe sowie der brandneue 40-Spieler-Modus Feuertrupp Schmutzige Bombe zur Verfügung stehen, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Die Beta bietet eine Auswahl an Mehrspielkarten des Spiels an bestimmten Orten auf der ganzen Welt während des Kalten Krieges. Die offene Beta wird zwar kostenlos auf alle Plattformen verfügbar sein, einige Spieler können dennoch früher spielen als andere. So bekommen wie einiges erwähnte Vorbesteller auf der PS4 am Donnerstagabend Zugriff. Bereits seit kurzem nach 6 Uhr sind die PlayStation-Server online und verfügbar. Der Vorabzugang gilt zudem auch für alle Spieler, die Black Ops Cold War für die PS5 vorbestellt haben. Auch Freitag ist noch der Vorbesteller vorbehalten, denn Samstag bis Montag, 12. Oktober können dann auch alle anderen PS4-Besitzer mit Internetverbindung Call of Duty Black Ops Cold War ausprobieren. Am kommenden Wochenende wird dann ein weiteres Open Beta Wochenende stattfinden, an dem vor allem Crossplay im Fokus stehen wird. Von 15. bis 19. Oktober können abermals alle PlayStation 4 Besitzer spielen. Der Zugang am PC ist ähnlich aufgeteilt wie am ersten Wochenende auf der PlayStation. So können Spieler die COD Black Ops Cold War für Xbox, Xbox Series X oder PC über Blizzard Battle.net vorbestellen haben. Bereits am Donnerstag und Freitag loslegen. Von Samstag bis Montag, 19. Oktober, ist die Beta für alle Xbox- und PC-Spieler zugänglich, auch wenn sie das Spiel nicht vorbestellt haben. Die einzige Voraussetzung ist dann noch ein Xbox Live Gold Abo bzw. ein Battle.net-Konto. Wir kommen nun und sprechen über die Inhalte und Belohnung. Doch was erwartet euch eigentlich genau in der Beta? Ihr erhaltet kleine unlimitierte Zugriff auf alle späteren und finale Inhalte des Spiels, sondern vielmehr eine Mischung aus verschiedenen Karten, Modi und Listen. Dennoch könnt ihr natürlich abermals schon Erfahrungspunkte erhalten und Level aufsteigen, um Waffen, Ausrüstung, Editorplätze und mehr freizuschalten. Auch einige Überraschungen sollen Teil des Programms sein. Wer es innerhalb des Zeitraums bis auf Stufe 10 schafft, bekommt als Belohnung in der Vollversion eine exklusive MP-Waffenbauplan spendiert. Dieser unterscheidet sich anhand von einzigartigen Namen und spezieller Optik von der Standard-MP-Modelle. Und wir haben noch eine wichtige Info über skillbasierte Matchmaking. Skill-Based Matchmaking sorgt aktuell wieder mal für hitzige Debatte unter Call of Duty Spieler und Spielerinnen. Offenbar kommt das System, die Fans anhand ihrer Fähigkeit gegeneinander antreten zu lassen, auch in der gerade frische gestartete PS4 Beta-Phase für alle Vorbesteller von Black Ops Cold War zum Einsatz. Sehr zum Missfallen viele eigenfleischte Fans, denn es offenbar sehr gegen den Strich geht, gegen ungefähr gleich gute Gegner spielen zu müssen. Die Frage, was ist denn Skill-basierte Matchmaking? Skill-based Matchmaking bezeichnet ein spielinternes System, dessen Ziel ist, immer jeweils ungefähr gleich starke Spieler ein Match zu werfen. So habt ihr in jedem Fall jede Runde eine Herausforderung und tretet nicht gegen viele schlechtere oder viele bessere Gegner an. Seit geraumer Zeit existiert vor allem aber nicht nur in Call of Duty Fangemeinde eine nicht endende wollende Debatte um genau dieses Matchmaking-Skills-System. Einige Spieler und Spielerinnen finden es super. Einige sehr lautstarke Fans sind strikt dagegen. Die Entwickler hat vor gar nicht allzu langer Zeit auf Twitter klargestellt, dass es bisher in jedem einzelnen Call of Duty Spiel skillbasierte Matchmaking gegeben habe. Auch wenn einige Spieler immer wieder behaupten, dass dem nicht so sei. Es kommt wohl auf die Stärke und die Art und Weise der Implementation an. Und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute, es tut mir mega leid, dass es so lange wieder kein Video kam und dann ausgerechnet ein Call of Duty Video. Leute, beruhigt euch, es kommen weitere Videos. Ich war ein bisschen down und ich bin wieder am Start. Verzeiht mir, Leute.
Ich werde dann für die lange Zeit noch etwas für euch verlosen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ich wäre dankbar, ihr könnt gerne auf meinen Twitch-Kanal gehen, da ein Follow lassen, denn ich versuche jeden Tag online zu sein, vor allem dieses Wochenende, da Cold War stattfindet. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und schaut mir zu, wie ich abkacke. In dem Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute. Tschüss zusammen.